Was schwätzen wir jetzt? Du lässt dich jetzt überraschen. Siehst du, so läuft das bei uns. Warte schnell. Hallo miteinander und herzlich willkommen in der neuen Woche. Ich und Sven sind bereits wieder unterwegs, on the road, mit dem Auto, aber leider nicht mit dem Sani. Und wo wir jetzt hingehen, erzählt er euch jetzt gerade. Ja, wir sind unterwegs auf Bern und Berner Caravan und Wohnmobilsalon. Das ist bei uns praktisch jedes Jahr eigentlich so ein fixer Termin. Die letzten 2-3 Mal. Letztes Jahr waren wir auch schon und letztes Jahr war es auch schon Sonntag. Es ist jetzt Sonntagmorgen. Die Autobahnen sind eigentlich recht gut. Und wir sind schon ganz aufgeregt, weil wir werden heute auch Louis und Steffi treffen. Sie haben auch einen Blog, heisst «Come with us too» und sind schon seit 9 Monaten unterwegs mit ihrem Bus Karl. Und wir kennen sie eigentlich noch nicht, aber sie kennen uns schon ein bisschen, weil sie haben von uns oder mit uns ein Interview gemacht, das ich euch noch unten verlinke, dass ihr das auch noch anschauen könnt. Ein Interview auf ihrem Blog, sehr lustig und ja, jetzt gehen wir mal schauen, was wir alles sehen. Pünktlich an unserem Parkplatz angekommen, wie immer gerade bei der Kaserne. Beste Parkplatz, weil zu Fuß bist du etwa in 2 Minuten vor dem Eingang. Es ist jetzt genau 9 Uhr und um 9:30 geht es los. Aber jetzt werden wir zuerst noch ein bisschen Geld los. Guten Morgen. Morgen. Dankeschön. Schönen Tag. Gleichfalls. Gleich Parkplatz wie letztes Jahr. Ah ja, tipptopp. Wer früh genug aufsteht und die Augenringe akzeptiert, der hat dafür einen guten Parkplatz. Letztes Jahr um diese Zeit Haben wir noch nicht gewusst genau. war noch nicht ganz sicher, was wir wollen und so. Also vor nicht über einem Jahr haben wir es gemacht. Ich stehe jetzt mal an, weil wir so ein Büchlein wollen, wo der Ortsplan drin ist, der Hallenplan. Aber ich weiss nicht, ob man es zahlen muss. Ich kann mal fragen. Oh nein! Ich habe einen. Sehr gut. Er ist kostenlos. Sehr gut. Die Pläne zu haben am Anfang ist nämlich ganz wichtig, weil dann kann man nämlich schauen, in welcher Halle was ist. Und wenn man schlau ist, dann geht man zuerst in die allerletzte Halle. Das musst du jetzt nicht allen sagen. Doch, unseren Zuschauern schon. Die dürfen das wissen. Okay. Dann geht man eben in die letzte Halle und fängt von hinten her an, von dort, wo einem am weitesten weg, das, was einem am weitesten weg interessiert. Dann hat es nämlich weniger Leute. Ja, und dann schafft man sich langsam zum Ausgang führen. Genau. Wir haben eine gute Erfahrung gemacht letztes Jahr. Oh, schau jetzt. Habe ich doch gerade gesehen. Ah nein, Topcamp. Wo ist jetzt der Kaiserplan? Also irgendwann wollte ich mal so einen da. Willst du? Ganz wichtig, immer durch die erste Halle durchsäckeln. Weil dort bleiben alle, die das erste Mal da sind, einfach immer stehen. Und dann gibt es Stau und es hat verdammt viele Leute. Das ist und uns hindurch- auch so gegangen. Genau. Also machen das nicht. Wow, das ist cool. Das Bibelbild. Garantur sind die, was Ja, ich weiss. Hast du das Partymobil entdeckt? Ja. Kannst du noch ein bisschen tanzen? Ich glaube, schon ein Partymobil. Oh, und schau, ein kleiner, zusammenfallbarer Grill. Okay.
Ja, Sunlight! Unser Nachfolger. Aha. Sieht ein bisschen anders aus. Ja, der Tisch ist anders, ist dunkel. Und die Kästchen sind auch anders. Ja. Die Abdeckung hier, für die gefällt mir noch. Finde ich noch schön, so dunkel. Hinten ist es ein bisschen heller. Ja, das ist fast gleich. Andere Vorhänge, hier ist auch anders. Das ist jetzt grau, mir haben die gefallen. Ja, also das Kästchen ist jetzt weiss. Ja. Da ist auch noch so Kästchen am Fahrerseitig. Wahnsinn, ne? Die Stühle. Das sind Schmäler, denkt es mir. Oh, ist das Ding runtergefallen? Das buckelt. Hast du das Gefühl, du hockst in einem Raumschiff? Ja, mega. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es noch ein bisschen lauter wäre. Weil du hast viel mehr offenen Raum irgendwie. Aber es ist noch schön, also hast du das Gefühl, es ist mega gross. Ja, es ist ja viel grösser. Das ist ja schon gut und gäbig, so ein Bett. Aber wo tust du denn die Bettwäsche hin? Ja, da. Da rein, in das Fächchen, oder? Jetzt wären wir hier beim Sunlight-Bus. Wir sind gespannt, wie der aussieht. Aha. Küche. Hat das Tischchen bekommen da? Ja. Wo man irgendwie aufmachen kann? Da hat es Schublädchen mit Softeinzug. Der Kühlschrank ist gut. Der Kühlschrank ist jetzt oben. Ja. Da hat es auch noch Kästchen. Oh ja. Ja, Ah, cool. Das ist aber super. Ja, das ist Wow. Hinter mir steht gerade ein Ford Nugget. Und der ist so ähnlich wie im VW-Bus. Und der hat aber etwas, das habe ich noch nie gesehen. Der hat Küche hinten als L drin. eine L-Küche. Eine L-Küche, was wir ja unbedingt haben wollen. Und das finde ich also, das habe ich noch nie gesehen, finde ich recht cool. Ich zeige es euch mal. Ist ein herziger, aber wir haben ja schon unser Wohnmobil. Man kann dort drinnen nicht in dem Sinne duschen, aber es hat wirklich ein Badzimmer, wo du kannst Tüchli aufhängen kannst, ein Brünneli und ja, eigentlich so das Nötigste, was man braucht. Das ist cool. Ab in die nächste Halle. Ein Bett mit Aussenmotor zum Schwimmen. So etwas gibt es dann, wenn wir pensioniert sind, oder? Ja, Weißt du, für die ewige Weltreise. genau, aber es ist ja so gigantisch da drin. Das ist, ja. Das ist eine andere Liga, das Teil. Oh ja. Hast du schon mal auf den Preis geschaut? Nein, ich nehme an 800'000 aufwärts. Wahrscheinlich oder so. hat es gar keinen Preis angeschrieben. Ich glaube, die Tartaruga, die machen nur auf Bestellung. Das ist Also so, es ist ja. nicht so, dass die einfach produzieren und dann verkaufen, sondern das wird einfach auf Bestellung produziert und hat auch seinen Preis. Und es sind auch Lastwagen-Chassis. Also Yes. ich darf das eh nicht fahren. Ich schon. Instagram-Stories machen. Wichtig. Wichtig ist auch, immer mal etwas essen, weil so umeinander laufen und sich informieren und schauen ist mega anstrengend. Darum ein kleiner Snack. Dann geht es weiter. Jetzt gerade eine Nachricht bekommen
15:30 treffen wir den Louis und Steffi von Come With Us 2. Du hast Etagenhochbett. Schläft einer auf dieser Höhe und einer auf dieser Höhe. Die kannst du runterlassen. Ja. Und da hast du das Badzimmer. Das ist doch tipptopp. Du kannst dem anderen beim Pfunden zuschauen und zuschmücken. Du meinst da hocken? Ja. Der andere hockt auf dem Und der ist auf dem WC. Und du bist da schön am Buch lesen und es schmeckt dann fein. Herrlich. Aber ja, Schau mal da, ist auch noch viel ist mal Platz. etwas anderes. Ja, total. Ob das gut ist. Wir waren jetzt hier in diesem Chanson und ich muss sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist also sehr gut. Uns gefällt es nicht so, weil es ist so ein bisschen Hochglanz, schickimicki und so, aber Man sieht, es ist nicht Holzimitat, sondern halt eben Hochglanz, glänzig. und wir leuchtig. kennen jemanden, wo das wahrscheinlich würde gefallen, gell Irene? Ja. Wer weiß, vielleicht müssen wir auch mal schnell da reingützen. Könnt doch mal hier bei der Chanson schauen. Du, da hat es ein Feature, das gefällt dir. Schau mal, Ja. die Beleuchtung dort vorne. Oh ja, die Beleuchtung ist fancy. Und dann hat es noch etwas, das ich lieben würde. Ein Duschsteller. Okay, ich glaube, mir ist es schon ein bisschen schlecht, wenn ich die Zahl anschaue. Oh Gott. Ich bin froh, wir sind so happy mit unserem Sani. Es gibt nichts Besseres für uns. Gell, Sven? Das einzige Feature, das ich wirklich sehr gerne hatte, ist ein Doppelboden. Aber das haben wir jetzt halt nicht und es funktioniert trotzdem. Genau. Jetzt gehen wir mal den Louis und Steffi suchen. In diesem Gewusel. Ja, die werden wir schon irgendwo finden. Wir haben sie gefunden. Louis und Steffi Ja. von Come With Us. Und wo sind sie? Gerade da! Hallo miteinander! Herzlich willkommen, jetzt dürfen wir endlich auch mal Schweizerdeutsch Darf reden. man endlich mal Schweizerdeutsch reden, da wo wir in unseren Videos leider ja nicht so viel machen. Und ihr hört, woher das wir sind, oder? Wir kommen aus dem Thurgau, genau aus Frauenfeld und verfolgen die zwei schon eine ganze Weile. Und ja, ich könnte schon sagen, dass wir kleine Fans sind. Ja, Ihr seht Das ja auch können einen wir auch Beitrag von Ihnen bei uns auf dem Blog. Schliesslich haben Sie ja unser «Mit meinem Bett-Interview» beantwortet. Also, falls ihr jetzt selber noch nicht so viel über die zwei wisst, dann könnt ihr dort zum Beispiel mal schauen. genau. Und sonst umgekehrt, wenn ihr die noch nicht kennt, dann könnt ihr mal auf comewithus2.com. Genau. Genau. Dort findet ihr mehr über uns Genau. und auch Videos. Danke vielmals euch, dass wir für den Video fahren. Für uns geht es jetzt weiter durch 25 Länder in Europa. Das Ziel sind alle 47 und euch wünschen wir natürlich auch weiterhin gute Reise, auch wenn leider der Sani ja jetzt eingewintert ist. Ja, das habe ich Ja. eingewintert. Aber es gibt trotzdem Content, immer schön dranbleiben. So ist es. Wir wünschen euch auch ganz eine gute Reise. Danke Immer vielmals. viel Diesel im Tank. Ja, genau. Das ist wichtig. Können wir brauchen. Und genug Strom. Super. 8,5 Stunden später. Wir haben uns verabschiedet vom Louis und von der Steffi. Sind beim Rauslaufen dann noch beim Vortrag vom Rolf vom womoblog.ch hängen geblieben. Haben noch den Vortrag geschaut, sehr interessant. Sie gehen jetzt auf Marokko, geniessen dort noch 4 Wochen die Wärme. Und wir gehen jetzt wieder heim, tun noch etwas zu Nacht essen und sagen euch bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour. Ciao Tschüss zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour.